So, hallo zusammen, zurück zu Dreamfall. Und ja, wir sind im letzten Part sind wir da fein ein bisschen rumgeschult, haben noch Mäuse durch ein Rohr gejagt und so, und jetzt sind die Wachen da abgelenkt dahinter. Dort. Und ja, jetzt gehen wir schauen, was da in diesem Tor ist. Oh, cooler Sound im Hintergrund. Jetzt kann ich da nicht rein. Sie sind da beschäftigt, aber... So, kann ich da jetzt nicht rein? Ah, hier. Hier kann ich rein. Da sind wir, das ist auch eine Zentrale, wo alle die Dings zusammenkommen. Er gehört zu den Leuten, die hier Der arbeiten. andere überwacht alles. Ich habe bemerkt, dass andere wie er an dem Gebäude ein- und ausgegangen sind. Sie sehen seltsam aus. Aha. Was hat das auch auf sich mit diesen Röhren? Hä? Ich frage mich, was Station. passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Oh, das wirkt unheilvoll. Ja, das nimmt mich Wunder, was da passiert. Weitere dieser seltsamen Metallkugeln. Hier machen sie irgendwas damit. Verändern sie. Okay. Ich weiß nicht, was diese Dinger sind, aber sie erinnern mich an den Schminktisch einer Dame. Nur, dass sie Knöpfe haben. Eine Unzahl von Knöpfen. Ein Schminktisch. Also, ja. Ist so nicht. Das ist doch so ein Versandsystem. Die Kugeln verschicken überall her. So ein Kommunikationssystem Die irgendwie. Kugeln scheinen ein wichtiger Teil der Maschinerie zu sein. Irgendwie. Durch mich. Würde ich mal sagen. Das auf dieser Tafel ist Mathematik. Aha. Gut zu wissen. Jetzt bist du für einen. Er hat die Körperhaltung eines Studierten und trägt entsprechende Kleidung, aber er wirkt nicht wie irgendein Gelehrter, den ich je gesehen hätte. Ihr dürftet nicht hier sein. Das ist ein Ort nur für Techniker. Bitte geht, oder ich bin gezwungen, die Wachen zu rufen. Ich habe eine kräftige Stimme, wenn ich Angst... Ein Laut und ihr steht auf den Hängen des ersten Berges, wo ihr in die Wolken ruft. Bei der Göttin. Kein Problem. Ich werde so still sein wie ein... Wie eine Maus. Ihr seid aus Assadir. Ich habe euer Profil auf Stickereien gesehen. Eine Nase vergesse ich nie. Ihr seid der Apostel. Apostel Alvane. Ihr seid berühmt. Vielleicht war ich das mal. Jetzt bin ich einfach Kian. Ihr seid dran. Ich bin dran. Was?
Euer Name. Wer seid ihr? Thurdos, leitender Techniker. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was macht ihr? Wisst ihr das nicht? Ich dachte, ihr müsstet es wissen, aus der Zeit, als ihr... Ich leite die Gruppe zur Kodierung der Kugeln, die den Apparat am Ticken halten. Welchen Apparat? Den Apparat, der... Ihr wisst schon, den Apparat. Es gibt nur einen Apparat. Denjenigen, der die gesamte Stadt umspannt. An ihn sind die ganzen Rohre angeschlossen. Haben sie euch gar nichts gesagt, als... Ja, ihr wisst schon, bevor ihr zum Verräter wurdet? Nehmt an, dass ich gar nichts weiß. Wozu dient dieser Apparat? Der Apparat rechnet. Deswegen bezeichnen sie ihn auch als Rechenapparat. Große Zahlen, komplexe Gleichungen. Meine Arbeitsgruppe, wir geben dem Apparat Anweisungen, wie und was er berechnen soll. Das nennt man Kodierung. Davon habe ich rein gar nichts verstanden. Ihr dürft nicht hier sein. Ihr seid flüchtig. Und das ist ein Sperrbereich. Ich meine, das sind schon 2 Punkte, warum ihr nicht hier sein solltet. Wahrscheinlich würden mir noch mehr einfallen, wenn ihr sie hören wollt. Ich habe ein Schwert und ich bin größer als ihr. Zugegeben, das sind 2 Punkte, die zu euren Gunsten zählen. Also, was macht dieser Rechenapparat? Was ist sein Zweck? Ich darf wirklich nicht darüber... Ach ja, größer. Und ein Schwert. Wie ich bereits sagte, er rechnet. Ich meine, er macht mehr als das, aber dazu wurde er gebaut, seine Kernfunktion. Er addiert, subtrahiert, multipliziert Zahlen, große Zahlen. Und er macht Dinge mit diesen Zahlen, wie... Habt ihr euch je die Sterne am Nachthimmel angesehen? Ich bin nicht bloß ein Mann mit einem Schwert. Natürlich. Und habt ihr gesehen, wie sich die Sterne über den Himmel bewegen? Mit einem Rechenapparat können wir die Sternbahn verfolgen und voraussagen, wo sich die Sterne in einem Jahr befinden oder in einem Jahrhundert oder wo sie vor einem Jahrhundert waren. Warum verfolgt ihr Sternbahnen? Oh, das tun wir nicht. Ich meine, das ist nur ein Beispiel. Wir verfolgen nicht wirklich Sternbahnen. Ich meine, sicher, das könnten wir, aber wir verfolgen Träume. Träume? Träume sind sehr komplex. Deswegen brauchen wir einen großen Apparat mit vielen tickenden Teilen für komplexe Berechnungen und Vorhersagen. Gut. Zu diesem Satz, dass ich nicht bloß ein Mann mit einem Schwert bin. Nehmt an, ich sei einer. Und fangt nochmal von vorne an. Ja, na schön. Also diese Rohre, die die ganze Stadt durchziehen, sie sind so etwas wie Sprechrohre, die 100 gelehrte Leute verbinden. Jeder mit einem eigenen Spezialgebiet. Es ist also sowas wie eine Universität. Ich schätze schon. Ja, das ist ein guter Vergleich. Eine ganze Stadt voller Schlauköpfe. Die Kugeln überbringen Botschaften zwischen den verschiedenen Gelehrten und zwischen ihnen und uns. Wir schreiben Botschaften und deuten die Botschaften, die wir im Gegenzug erhalten. Wir sagen den einzelnen Schlauköpfen, worüber sie nachdenken sollen. Dann tun sie das und erstatten uns Bericht. Das ermöglicht es uns, immer komplexere Botschaften zu schreiben, bis wir schließlich den Code haben, den wir brauchen. Die ultimative Botschaft. Und diese schicken wir an den Turm. Weshalb? Weil sich dort der größte Schlaukopf von allen befindet. Es ist der Knotenpunkt des Rohrnetzes, der Kern des Apparats, sein Herz, der Nucleus des Meta. Naja, ihr versteht schon. Fakt ist, das ist die fortschrittlichste wissenschaftliche Aufgabe, die jemals von irgendwem in Angriff genommen wurde. Und wir arbeiten daran. Ihr solltet stolz sein. Warum tut ihr das? Nun, ich weiß nicht recht. Weil wir es können? Weil Genau. es sonst niemand kann? Weil der Prophet es uns gesagt und uns die Werkzeuge dafür gegeben hat? Ihr wisst also nicht, wozu das Ganze dient. Ich schreibe die Anweisungen. Ich bin der Mann in der Mitte. Jemand sagt mir, was er braucht, und ich sage dem Apparat, wie er die Antwort berechnet. Das ist meine Arbeit. Wer weiß, wozu der Apparat dient? Die 6 wahrscheinlich? Der Prophet ganz bestimmt. Die Abgesandte Sahia nehme ich an. Das liegt oberhalb meiner Gehaltsklasse. Oberhalb eurer... Ich wurde angestellt, damit ich Anweisungen für den Apparat schreibe und die Kugeln berechne, nicht damit ich Fragen stelle. Und auch nicht, damit ich eure beantworte mir. Ihr solltet wirklich gehen, bevor jemand kommt. Wir wären beide in furchtbaren Schwierigkeiten. Gewöhnlich sehen sie ständig nach mir. Ich frage mich, warum sie noch nicht... Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde all das hier gebaut, in Makuria? Warum nicht in Sadir?
Wegen des Turms und dem, was darunter ist. Riesige Strudel der Meta-Energien. Meta? Ihr meint Magie? 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 Natürlich nicht Magie. Der Apparat ist das Gegenteil von Magie. Er ist der Gipfelpunkt all dessen, was Asadi in den letzten 100 Jahren angestrebt hat. Ein Ende von Chaos und Ungewissheit. Ein Ende von Aberglaube und Unvernunft. Ein Ende der Magie. Wenn der Apparat voll funktionstüchtig und die Programmierung abgeschlossen ist, brauchen wir weder Zauber noch Hexerei. Ha! Wir können alles erreichen, was wir wollen, mit Hilfe der Wissenschaft. Die Realität neu formen, die Gesetze des Kosmos umschreiben, Tod und Krankheit beseitigen, Armut und Krieg. Wissenschaftler werden die Welt führen, um die Menschheit besser zu machen. Was haben Träume damit zu tun? Der Apparat wird von den Bausteinen der Realität gespeist. Ideen, Geschichten, Träumen. Magie ist den Systemen äußerst abträglich. Wisst ihr, Zauberei verursacht Chaos, bringt Ungewissheiten und Trugschlüsse in unsere Berechnung ein. Werden die Magischen also deswegen... Umgesiedelt? Sie dürfen nicht in der Nähe sein, während der Apparat rechnet. Aber sobald wir fertig sind... Ihr glaubt, es sei zu ihrem eigenen Schutz. Ja, natürlich. Ich meine, das wurde uns gesagt. Warum sollte man uns belügen? Es ist ganz einfach, der Apparat ist unvereinbar mit Magie und wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. In Makuria ist kein Platz für Zauberei. Die Magischen sind in ihrer neuen Heimat besser aufgehoben. Sie werden in Gefangenenlager geschickt. Umerziehungslager, ja, das stimmt, aber es ist nur vorübergehend. Die erste Station. Anschließend werden sie in ihre neue Heimat gebracht, wo... Glaubt ihr das wirklich? Was soll mit der Umerziehung der Magischen erreicht werden? Sollen sie vergessen, dass sie Magische sind? Nein, Ferdos, das ist nicht die Wahrheit. Sie werden eingesperrt, getötet. Sie bekommen keine neue Heimat. Aber Sie haben uns erzählt, Sie haben gesagt, Sie haben versprochen, Sie wären in Sicherheit und glücklich und das Licht beschütze Sie. Deswegen schicken sie also alle Magischen aus Makuria fort? Wegen des Apparats? Ja, deswegen. Ich wusste das nicht. Es sind Kinder darunter. So ist es. Man hat uns belogen. Müsst ihr alle Magischen wegschaffen, bevor dieser Rechenapparat in Betrieb genommen wird? Er läuft bereits. Ich bin nicht... Solange die taumaturgische Interferenz unterhalb der zulässigen Schwelle für... Tut so, als wäre ich ein sehr kleines und möglicherweise sehr dummes Kind. Nein, Sie müssen nicht alle Magischen loswerden. Nur genug von ihnen, damit unsere Berechnungen nicht gestört werden. Mit den Anweisungen für das Netz werden wir in ein paar Tagen fertig sein. Danach können Sie den Hebel betätigen, wann immer Sie wollen. Das ist der letzte Bestandteil des Apparats, der Turm. Er wird damit beginnen, sich aus den Träumen zu speisen und sie zu formen, die Welt zum Besseren zu verändern. Ja. Ja, genau. Ich glaube, die offizielle Zeremonie soll in ein paar Tagen stattfinden. Die Abgesandte wird da sein, zusammen mit der Ersten und dem Propheten. Und bitte tötet mich nicht. Ich werde euch nicht töten. Aber was ihr hier tut, ist nicht der Wille der Göttin, Ferdos. Irgendetwas geht da vor. Irgendjemand... Kiel, ich hatte so ein Gefühl, dass du es bist. Mir? Hami, bei der Göttin, was macht ihr hier? Wo sind eure Leute? Direkt da draußen. Sie können in Sekunden hier sein. Ihr, Techniker, wie ist euer Name? Ich habe ihn bedroht. Er hat keinen Anteil an dem hier. Ferdos. Ich bin Ferdos. Ihr habt gelogen. Wie bitte? Ihr habt versprochen, Sie wären in Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Geht, Ferdos. Das hat nichts mit euch zu tun. Denkt einfach daran, was ich euch gesagt habe. Ihr tut hier nicht das Werk der Göttin. Ich hätte merken sollen, dass die Einnahme der Altstadt uns zu leicht fiel. Es war ein Ablenkungsmanöver, das meine Gedanken von der Untersuchung wegführen sollte. Kommandant Verman und die Abgesandte haben mich belogen, was deinen Tod angeht. Weswegen? Weil ich eine Gefahr für sie bin. Und das ist nicht das Einzige, bei dem sie euch belogen haben. Dieser Apparat... Du hast uns verraten. Du hast dich dem Feind angeschlossen.
Um Sahir und Wemmen aufzuhalten. Nicht um gegen unser Volk zu kämpfen. Nicht um gegen euch zu kämpfen. Schwester Sahir ist die Abgesandte. Kommandant Verman ist ein vorgesetzter Offizier. Sie sind dein Volk. Sie sind Verräter, Mir. Sie haben unser Volk hintergangen, unseren Glauben und... Du hättest zuerst zu mir kommen sollen, Apostel. Du hättest dich an mich wenden sollen. Stattdessen hast du mich beschämt. Du hast Mutter Utana beschämt, die Sechs, die Göttin, dein Volk. Als ich erfuhr, dass jemand beim Betreten dieses Hauses gesehen wurde, hatte ich so ein Gefühl, dass du es bist. Ich bin aus 2 Gründen allein hergekommen. Erstens aus Gefälligkeit der Mutter gegenüber. Es würde ihr erneut das Herz brechen, müsste sie hören, dass du in Unehre gestorben bist im Kampf gegen meine Wache. Und zweitens bist du der lebende Beweis dafür, dass Verman mich belogen hat. Ich darf Verman mein Blatt nicht zeigen, aber ich kann dich auch nicht gehen lassen. Du ergibst dich mir jetzt kampflos und wirst heute Nacht heimlich nach Sadir gebracht. Die Gerichte werden über dein Schicksal entscheiden. Vorerst, während ich diesen Schlamassel bereinige, wirst du unter falschem Namen eingesperrt. Niemand wird erfahren, dass du noch lebst. Wenn ich soweit bin, dem Kommandanten und der Abgesandten ihre Lügen nachzuweisen, offenbare ich, dass du in Wahrheit noch lebst. Und du wirst auf jedem Schritt des Weges kooperieren. Fragt Sahir und Wemmen nach den Magischen, nach den Lagern, danach, was sie mit denen... Ihr habt gelogen. Ihr habt uns belogen. Ihr habt uns erzählt, ihnen würde nichts angetan. Sie seien in Sicherheit. Es waren Kinder darunter. Weg von mir, Dummkopf! Geht! Geht, Kian! Lasst sie dafür bezahlen! Lasst das! Weg von mir! Dafür werdet ihr enthauptet! Der Schatten verdamme euch, Mann! Verschwindet von hier! Los! Der mutige Kerli, hä? So viel zum Internet, hä? Also ich sehe da einige Parallelen. Ja? Mutter, es ist der General. Er möchte mit euch sprechen. Schick ihn herein, Kind. Hami, ist irgendetwas vorgefallen? Es geht um Kian. Er ist noch am Leben. Oh, bei der Göttin. Die Göttin sei gepriesen. Woher wisst ihr das? Er ist in den Maschinenraum unten an den Grünanlagen eingedrungen. Beim Licht. Was hat er dort gemacht? Mit einem der Techniker gesprochen. Ferdows, einem jungen Mann aus den südlichen Provinzen. Kian sagte, nun, das ist nicht von Bedeutung. Er ist ein Verräter. Er hat sich dem Widerstand angeschlossen. Aber... Es ist, wie ich vermutet habe. Verman und die Abgesandte haben uns belogen. Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Und bis wir es wissen, können wir sie nicht zur Rede stellen, Mutter. Da habt ihr recht. Wir wissen nicht, wie fest sie den Turm im Griff haben. Falls sie erfahren, dass wir es wissen, wir müssen es unter Kontrolle halten, so gut wir können. Was ist mit Kian? War er... Wie wirkte er auf euch? Er wirkte stark. Anders, aber stark. Er muss seine Gründe für das haben, was er tut, Hami. Kian würde Assadir oder seinen Glauben niemals verraten. Mag sein, aber genau das tut er. Ich habe ihm die ehrenwerte Wahl gelassen, aufzugeben und sich einem gerechten Verfahren zu stellen. Aber er floh wie ein Feigling, als der Techniker mich angriff. Angriff? Ich lasste es dem Mann nicht an. Kian hat seinen Verstand mit haltlosen Lügen vergiftet. Meine Leute haben ihn festgenommen und ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht, wo er niemandem sagen kann, was er gesehen und gehört hat, außerhalb von Vermans Reichweite. Das Ganze muss unter uns bleiben, sonst riskieren wir es, den Kommandanten und die Abgesandte Sahir zu alarmieren. So gerne ich Kian selbst jagen und mit dem Schwert richten würde. Wir müssen Geduld haben. Vertrauen wir darauf,
dass die Göttin unseren Weg erleuchtet, General, und uns zur Wahrheit bringt. Ich hoffe, dass sie das tut. Okay, da sind wir wieder zurück. Liko, die ganze Truppe, he? Jetzt nimmt es mich wunder, es ist ziemlich viel Story jetzt, der Part, aber es ist gerade spannend, ich fahre jetzt gerade weiter. Kian, dem Gleichgewicht sei Dank, dass ihr zurück seid. Bib wurde... Sie haben ihn mitgenommen. Mitgenommen, ja. Beim Licht. Seid ihr sicher, dass es Bib war? Ich wusste, dass das passieren würde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen zu ihm gelangen, bevor... Das Wolkenschiff hat soeben abgelegt und ist schon unterwegs nach Gien. Es ist zu spät. Dann müssen wir hinterher. Und eure Mission hier aufgeben für das Leben eines einzelnen Kindes? Ist er die Mühe etwa nicht wert, weil er ein Magischer ist? Ihr hegt einen ungeheuren Groll. Wollt ihr wirklich, dass Kian Makuria verlässt und sein Leben riskiert, um einen einzelnen Jungen zu retten? Das dachte ich mir. Das kommt davon, wenn wir Assad die Verbrecher am Leben lassen. Ach, hör schon auf. Das hatte keinen Einfluss darauf und das weißt du. Sie schicken alle Magischen fort. Ich weiß warum. Und ich weiß, wozu die Röhren dienen. Was? Ist das euer Ernst? Ich erkläre es später. Jetzt müssen wir erstmal den Jungen retten. Nun, ihr werdet ihm nicht folgen. Das ist nicht eure Entscheidung, Anna. Können wir es uns wirklich leisten, noch mehr Leute zu verlieren? Wir haben schon so viele verloren. Und Naane hat mit den Verletzten alle Hände voll zu tun. Bald werden nicht mehr genug von uns übrig sein, um zu kämpfen. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann den Jungen nicht einfach im Stich lassen, aber... Hier können wir nicht bleiben. Die Assadi jagen mich. Der General weiß, dass ich noch lebe. Pami, wie ist das passiert? Habt ihr euch ihm genähert? Versucht ihr euch die Gunst eurer früheren Herren zu erschmeicheln? Gunst erschmeicheln? Wie sollte ich das denn? Nein, ich versuche mir nicht Gunst zu Schluss damit, ihr beiden! Ihr seid wirklich schlimm und laut. Verschwinden wir von hier, bevor Ulvik Ärger bekommt, weil er einem Flüchtigen Unterschlupf gewährt. Die Hirtin wird bei der Sache auch ein Wörtchen mitreden wollen. Das ist noch nicht vorbei, Kian. Ach, sei still. Sicherheitsvorkehrungen in ganz Europolis bis nach den kommenden Wahlen auf hohem Niveau zu halten. Der Bezirk Propas bleibt weiterhin vollständig durch das Ei abgeriegelt. Eine durchgehende Ausgangssperre wurde verhängt. Zugeschaltet ist uns jetzt Marek Farah in Propast. Und Marek, wie werden die Bürger in Propast mit der reichlich schwierigen Lage fertig? Tja, Rika, wie Sie sehen können, fast Die Eier 2 sind noch nicht Monate ganz nach dem fertig. Angriff im August auf das Ei-Hauptquartier von Propast sind die Straßen hier wie leergefegt. Die Sicherheitsmaßnahmen sind allgegenwärtig und wer hinausgeht, kann jederzeit durchsucht oder festgenommen werden.